Nachdem dir an der letzten Emission von den Stengefort News schon den ersten Teil von den Instrumenten vorgestellt hat, weisen wir euch heute die anderen Instrumente. Viel Spaß! Mein Name ist Thorsten Muschiol, ich bin Charge de Cours der Perkussion, heute zu Stengefort. Ich stelle euch heute am zweiten Teil von der Perkussion Instrumente vor, die Töne produzieren können. Wie heute die Pauken, die ihr gehört habt, die spielen Töne. Und das geht über ein Pedal manipuliert. Ursprünglich kommen sie aus der Türkei und waren im Krieg zum Erschrecken von den Feinden gedurcht. Man kann sich das vorstellen, weil das immens impressionant und hart und es eine ganz wichtige Rolle am Sinfonieorchester. Das zweite Instrument war der Xylophon, den steht stellvertretend für alle Instrumente, wo ich kann Melodien drauf spielen. Auf Französisch als das genannte Klaviers. Und es kann eben ganz flott Melodien darauf spielen. Ich freue mich auf ihr, wenn ihr euch ummeldet für Perkussion. Ich bin Françoise. Ich spiele Hautbois. Den Hautbois ist ein Blosinstrument. Nach mir genau ist es ein Holzblosinstrument. Den Ton geht produziert, indem den Oboist, Hautboisspieler, zwischen zwei Schildflammel bläst. Also seine Blättchen als Double. Das ist anders vom Klarinett und Saxophon. Carmen Soto, ich spiele Querflöte. Und Querflöte, das sind 3 Stücken. Wir haben den Cup, wir können schon Musik spielen und so. Man kann auch mit Hellton machen, so. Ich bin Geoffrey Lejeune und ich ging klassisch Gitarre-Kuren. Für Gitarre zu spielen, das ist nicht so kompliziert. Du musst just Dreck und Bund und Seite mit der Linkshand drücken und dieser Lust Seite spielen. Die Seite vibriert und die Vibration geht high am Rosas, am Lach und der Ton geht mir hart. Die Gitarre ist auch ein Instrument polyphonique, das heißt, du kannst ein paar Noten zusammen spielen, zum Beispiel Akkorden. Oder ein
einfache Melodie. Oder eine Melodie in eine Begliederung miteinander. Du kannst viel Stile an Gitarre spielen, du kannst moderne Musik spielen. Oder das. Oder Musik vom Südamerika. Oder percussive Musik. Und natürlich klassische Musik. Gide Christoph, ich gin Kur heit zu Stengefort, Kur vun Trombon. Trombon, dat das Trombon a Kulis oder eng Zugbasaun am Deutsch, dat das eng Metallinstrument vun Decke-Blech-Familie. Mir run nëmmen en Kulis fir alle Noten spielen. Dat heißt, wir spielen alles mit den Kulis. Wir machen so fir bisse méi lang oder méi kurz man. Wenn dat lang ist, Noten sind innen, wenn das kurz ist, Noten sind oben. Voilà, ich gehe rauf, hallo, gehe ich herab. Voilà, das ist ein gutes Instrument. Es war ein Trombon. Wann bist du interessiert, für einen Trombon zu lernen? Vielleicht, wir sind am September zu Stengefort. Ich gehe in Kurs von Tuba oder Euphonium. Das ist eine Tuba-Familie. Das ist ein Metallinstrument. Das ist ganz selbes Prinzip wie eine Trompete. Wir haben nach die 3 Knöpfe für alle Noten spielen. Ça va? Das ist, wie gesagt, wie eine Trompete, aber wie das mehr groß ist, ein Ton ist auch ein bisschen mehr groß. Das ist mehr breit. Ich bin Simon und ich spiele heute Pianoskuren und ich wollte dir heute ein bisschen über das Piano schwätzen. Das Piano ist ein Tasteninstrument. Wenn wir eine Taste drücken, eine Taste ist verbunden mit einem kleinen Hämmerchen, dann schlägt der Hummer wieder die Saiten und der Klang kommt raus. Das heißt, der Piano den hat nicht nur Tasten, nur doch Saiten. Gerade wie ein anderes Instrument, wie zum Beispiel Geigen, Streicher oder auch Gitarre. Aber beim Piano also eben die kleinen Hämmerchen, die das unschlägt. Ich will doch noch ein bisschen Reklam machen für unsere Orgelkuren, Gemeinde Stengefort, die geht auch nach Orgelkuren an der Kirche. Aber wenn da interessiert seid, könnt ihr vielleicht Freude sein Lounge kommen und da könnt ihr die Instrumente gucken. Ich bin Danimark und ich präsentiere jetzt Klarinett. Klarinett ist Familie vom Holzblasinstrument und das auf 5 Teilen. Pavillon, önnigsten Teil, heigen Teil, Baril und Mundstück. Für dran ein Ton zu kriegen, soll man ein Blättchen holen. Blättchen, das ist ein ganz dünn Stück Holz aus Schilf.
Weil ohne das könnt ihr so fest wie die wollen, könnt ihr kein Tonen raus. Mit Matheblättchen geht ihr direkt einen Tonen raus. Mit der Klarinette können wir ganz tief spielen. Oder können wir auch ganz hoch spielen. Wenn ihr begeistert seid, für Klarinette zu lernen, dann meldet euch nun.